Фразы для экзамена уровень А1, А2. Давайте проверим себя, насколько мы хорошо владеем устной речью. Каждую фразу мы, как всегда, проговариваем несколько раз громко и отчетливо, может быть, по нескольку раз. И с каждым разом мы должны увеличивать скорость говорения. Итак, первая фраза. Мне жаль, но я не могу пойти завтра с тобой за покупками. Es tut mir leid, aber ich kann morgen nicht mit dir einkaufen gehen. Es tut mir leid, aber ich kann morgen nicht mit dir einkaufen gehen. Мой сын болен, у него жар или у него температура, и мне нужно оставаться с ним дома. Mein Sohn ist krank. Er hat Fieber und ich muss mit ihm zu Hause bleiben. Mein Sohn ist krank, er hat Fieber und ich muss mit ihm zu Hause bleiben. Я позвоню тебе позже еще раз. Ich rufe dich später nochmal an. Ich rufe dich später nochmal an. Ты уже ответил на письмо? Hast du die E-Mail schon beantwortet? Hast du die E-Mail schon beantwortet? Ты уже отменил встречу? Hast du den Termin schon abgesagt? Hast du den Termin schon abgesagt? Ты уже оплатил счет? Hast du die Rechnung schon bezahlt? Hast du die Rechnung schon bezahlt? Ты уже записался на прием к врачу? Hast du schon einen Termin beim Arzt vereinbart? Hast du schon einen Termin beim Arzt vereinbart? Ты уже зарезервировал столик? Hast du schon einen Tisch reserviert?
Hast du schon einen Tisch reserviert? Ты уже сделал домашнее задание? Hast du schon die Hausaufgaben gemacht? Hast du schon die Hausaufgaben gemacht? Ты уже принял таблетки? Hast du schon die Tabletten eingenommen? Hast du schon die Tabletten eingenommen? Ты уже показал бабушке фотографию? Hast du Oma schon das Foto gezeigt? Hast du Oma schon das Foto gezeigt? Ты уже рассказал Отто эту историю? Hast du Otto schon die Geschichte erzählt? Hast du Otto schon die Geschichte erzählt? Ты уже подарил своей маме сумочку? Hast du deiner Mutter schon die Handtasche geschenkt? Hast du deiner Mutter schon die Handtasche geschenkt? Кому ты подарил бутылку вина? Моей девушке. Wem hast du die Flasche Wein geschenkt? Meiner Freundin. Wem hast du die Flasche Wein geschenkt? Meiner Freundin. Кому ты рассказал эту историю? Моей маме. Wem hast du die Geschichte erzählt? Meiner Mutter. Wem hast du die Geschichte erzählt? Meiner Mutter. Кому ты купил букет цветов? Моей бабушке. Wem hast du den Blumenstrauß gekauft? Meiner Oma. Wem hast du den Blumenstrauß gekauft? Meiner Oma.
Кому ты показал фотографию? Моему брату. Wem hast du das Foto gezeigt? Meinem Bruder. Wem hast du das Foto gezeigt? Meinem Bruder. Кому ты отправил письмо? Моему боссу. Wem hast du die E-Mail gesendet? Meinem Chef. Wem hast du die E-Mail gesendet? Meinem Chef. Праздник Рождества каждый год в декабре. Die Weihnachtsfeier ist jedes Jahr im Dezember. Die Weihnachtsfeier ist jedes Jahr im Dezember. Коллеги сидят вместе, поют песни, танцуют, едят, дарят подарки, разговаривают и пьют алкоголь. Die Kollegen sitzen zusammen, singen Lieder, tanzen, essen, überreichen Geschenke, reden und trinken Alkohol. Die Kollegen sitzen zusammen, singen Lieder, tanzen, essen, überreichen Geschenke, reden und trinken Alkohol. Можно поговорить наедине с начальником или потанцевать с коллегами. Man kann mit dem Chef ein privates Gespräch führen oder mit Kollegen tanzen. Man kann mit dem Chef ein privates Gespräch führen oder mit Kollegen oder Kolleginnen tanzen. Нет, моим детям не разрешено смотреть телевизор до 22 часов. Nein, meine Kinder dürfen nicht bis 22 Uhr Fernsehen. Nein, meine Kinder dürfen nicht bis 22 Uhr Fernsehen. Нет, мне не разрешено курить в офисе. Nein, ich darf
in dem Büro nicht rauchen. Nein, ich darf in dem Büro nicht rauchen. Нет, вам не разрешено играть на подземной автостоянке. Nein, ihr dürft nicht in der Tiefgarage spielen. Nein, ihr dürft nicht in der Tiefgarage spielen. Да, конечно, здесь вы можете разговаривать по телефону. Ja, natürlich dürfen Sie hier telefonieren. Ja, natürlich dürfen Sie hier telefonieren. Да, в этом кинотеатре можно есть попкорн. Ja, man darf in diesem Kino Popcorn essen. Ja, man darf in diesem Kino Popcorn essen. Да, вы можете припарковаться здесь. Ja, Sie dürfen, ihr dürft hier parken. Ja, Sie dürfen hier parken. Oder ja, ihr dürft hier parken. Я ищу на время учебы комнату в Мюнхене. Ich suche für meine Studienzeit ein Zimmer in München. Ich suche für meine Studienzeit ein Zimmer in München. Может быть, вы сможете ответить на мои вопросы. Vielleicht können Sie meine Fragen beantworten. Vielleicht können Sie meine Fragen beantworten. Мне нужна следующая информация. Ich brauche folgende Informationen. Ich brauche folgende Informationen. Есть ли вблизи университета комнаты для студентов? Gibt es in der Nähe der Universität Zimmer für Studenten? Gibt es in der Nähe der Universität Zimmer für Studenten? Сколько стоит комната в месяц? Wie viel kostet ein Zimmer im Monat?
Wie viel kostet ein Zimmer im Monat? Где я могу снять комнату? Wo kann ich ein Zimmer mieten? Wo kann ich ein Zimmer mieten? Спасибо за вашу помощь. Danke für Ihre Hilfe. Danke für Ihre Hilfe. Ваза стоит на столе. Иоганн ставит вазу на шкаф. Die Vase steht auf dem Tisch. Johann stellt die Vase auf den Schrank. Die Vase steht auf dem Tisch. Johann stellt die Vase auf den Schrank. Кровать стоит в спальне. Иоганн ставит ее в комнату для гостей. Das Bett steht im Schlafzimmer. Johann stellt es ins Gästezimmer. Das Bett steht im Schlafzimmer. Johann stellt es ins Gästezimmer. Книжный шкаф стоит в кабинете. Иоганн устанавливает его в коридор. Der Bücherschrank steht im Arbeitszimmer. Johann stellt ihn auf den Flur. Der Bücherschrank steht im Arbeitszimmer. Johann stellt ihn auf den Flur. Обратите внимание на предлог. Здесь у нас не in, да, внутренний в коридор, а именно auf den Flur. Такой вариант очень часто встречается в немецкой речи. Стол стоит в столовой. Johann ставит его на кухню. Der Tisch steht im Esszimmer. Johann stellt ihn in die Küche. Der Tisch steht im Esszimmer. Johann stellt ihn in die Küche. Растение стоит на полу. Иоганн ставит его на стол. Die Pflanze steht auf dem Fußboden. Johann stellt sie auf den Tisch oder auf den Schreibtisch. Die Pflanze steht auf dem Fußboden. Johann stellt sie auf den Schreibtisch. Кресло стоит у окна, перед окном, рядом с окном. Иоганн ставит его к стене. Der Sessel steht am Fenster, vor dem Fenster, neben dem Fenster. Johann stellt ihn an die Wand.
Der Sessel steht am Fenster, vor dem Fenster, neben dem Fenster. Johann stellt ihn an die Wand. Компьютер стоит на столе. Иоганн устанавливает его на журнальный столик. Der Computer steht auf dem Tisch. Johann stellt ihn auf den Sofatisch. Der Computer steht auf dem Schreibtisch. Johann stellt ihn auf den Sofatisch. О чем она спрашивает? Wonach fragt sie? Wonach fragt sie? О ком спрашивает сосед? Nach wem fragt der Nachbar? Nach wem fragt der Nachbar? О ком думает господин Мозер часто? An wen denkt Herr Moser oft? An wen denkt Herr Moser oft? О чем она думает? Woran denkt sie? Woran denkt sie? Чего ждут зрители? Worauf warten die Zuschauer? Worauf warten die Zuschauer? Чего мы ждем? Worauf warten wir? Worauf warten wir? Чему все радуются? Worüber freuen sich alle? Worüber freuen sich alle? С кем ты встречаешься завтра? Mit wem triffst du dich morgen? Mit wem triffst du dich morgen? Чем недоволен учитель? Womit ist der Lehrer nicht zufrieden? Womit ist der Lehrer nicht zufrieden? Кем недоволен шеф? Mit wem ist der Chef nicht zufrieden? Mit wem ist der Chef nicht zufrieden? С кем он едет в Австрию? Mit wem fährt er nach Österreich? Mit wem
fährt ihr nach Österreich? О чем мы спрашиваем? Wonach fragen wir? Wonach fragen wir? О ком заботится сын? Für wen sorgt der Sohn? Für wen sorgt der Sohn? О чем он может позаботиться? Wofür kann er sorgen? Wofür kann er sorgen? О ком они говорят? Über wen sprechen sie? Über wen sprechen sie? О чем они говорят? Worüber sprechen sie? Worüber sprechen sie? С кем он едет в отпуск? Mit wem fährt er in Urlaub? Mit wem fährt er in Urlaub? На чем можно добраться в центр города? Womit kann man ins Stadtzentrum kommen? Womit kann man ins Stadtzentrum kommen? Чем она интересуется? Wofür interessiert sie sich? Wofür interessiert sie sich? Кем она интересуется? Für wen interessiert sie sich? Für wen interessiert sie sich? О ком идет речь? Wen geht es? Wen geht es? О чем идет здесь речь? Worum geht es hier? Worum geht es hier? Я спрашиваю тоже об этом. Ich frage auch danach. Ich frage auch danach. Я жду тоже этого. Ich warte auch darauf. Ich warte auch darauf. Я думаю тоже об этом. Ich denke auch daran. Ich denke auch daran. Я надеюсь тоже на это. Ich hoffe auch darauf. Ich hoffe auch darauf. Я забочусь тоже об этом. Ich sorge auch dafür. Ich sorge auch dafür.
Я готовлюсь тоже к этому. Ich bereite mich auch darauf vor. Ich bereite mich auch darauf vor. Я интересуюсь тоже этим. Ich interessiere mich auch dafür. Ich interessiere mich auch dafür. Я занимаюсь тоже этим. Ich beschäftige mich auch damit. Ich beschäftige mich auch damit. Я радуюсь тоже этому. Ich freue mich auch darüber. Ich freue mich auch darüber. Он старше меня. Er ist älter als ich. Er ist älter als ich. Этот фильм самый интересный. Dieser Film ist am interessantesten. Dieser Film ist am interessantesten. Этот нож острее. Dieses Messer ist schärfer. Dieses Messer ist schärfer. Он придет позже тебя. Er kommt später als du. Er kommt später als du. Его тест самый плохой. Sein Test ist am schlechtesten. Sein Test ist am schlechtesten. Эта дорога самая короткая. Dieser Weg ist am kürzesten. Dieser Weg ist am kürzesten. Говорите, пожалуйста, медленнее. Sprechen Sie bitte langsamer. Sprechen Sie bitte langsamer. Башня самая высокая. Der Turm ist am höchsten. Der Turm ist am höchsten. Больше всего я люблю носить джинсы. Am liebsten trage ich Jeans. Am liebsten trage ich Jeans. Сейчас дни длиннее. Jetzt sind die Tage länger. Jetzt sind die Tage länger. Этот поезд едет самым последним. Dieser Zug fährt am spätesten. Dieser Zug fährt am spätesten.
Сегодня погода теплее, чем вчера. Heute ist das Wetter wärmer als gestern. Heute ist das Wetter wärmer als gestern. Летом дни самые длинные. Im Sommer sind die Tage am längsten. Im Sommer sind die Tage am längsten. Вчера погода была холоднее, чем сегодня. Gestern war das Wetter kälter als heute. Gestern war das Wetter kälter als heute. Этот дом самый старый. Dieses Haus ist am ältesten. Dieses Haus ist am ältesten. Зимой погода самая холодная. Im Winter ist das Wetter am kältesten. Im Winter ist das Wetter am kältesten. Этот город самый большой. Diese Stadt ist am größten. Diese Stadt ist am größten. Утром ветер сильнее, чем вечером. Am Morgen ist der Wind stärker als am Abend. Am Morgen ist der Wind stärker als am Abend. Зимой дни короче, чем ночи. Im Winter sind die Tage kürzer als die Nächte. Im Winter sind die Tage kürzer als die Nächte. Церковь выше, чем дом. Die Kirche ist höher als das Haus. Die Kirche ist höher als das Haus. Я люблю пить чай больше, чем кофе. Ich trinke Tee lieber als Kaffee. Ich trinke Tee lieber als Kaffee. Эта улица самая широкая. Diese Straße ist am breitesten. Diese Straße ist am breitesten. Этот компьютер самый лучший. Dieser Computer ist am besten. Dieser Computer ist am besten. Гостиная больше, чем кухня. Das Wohnzimmer ist größer als die Küche. Das Wohnzimmer ist größer als die Küche. Этот отель дороже. Dieses Hotel ist
teurer. Dieses Hotel ist teurer. Утром ветер самый сильный. Am Morgen ist der Wind am stärksten. Am Morgen ist der Wind am stärksten. Я простужаюсь чаще осенью, чем зимой. Ich erkälte mich öfter im Herbst als im Winter. Ich erkälte mich öfter im Herbst als im Winter. Шеф зарабатывает больше всего. Der Chef verdient am meisten. Der Chef verdient am meisten. Сейчас мой доход лучше, чем раньше. Jetzt ist mein Gehalt besser als früher. Jetzt ist mein Gehalt besser als früher. Этот нож самый острый. Dieses Messer ist am schärfsten. Dieses Messer ist am schärfsten. Летом вода в реке самая теплая. Im Sommer ist das Wasser im Fluss am wärmsten. Im Sommer ist das Wasser im Fluss am wärmsten. Я не могу больше ждать. Ich kann nicht mehr warten. Ich kann nicht mehr warten. Кошка слабее, чем собака. Die Katze ist schwächer als der Hund. Die Katze ist schwächer als der Hund. Он ездит в Германию чаще всего. Er fährt nach Deutschland am öftesten. Er fährt nach Deutschland am öftesten. Этот игрок самый слабый. Dieser Spieler ist am schwächsten. Dieser Spieler ist am schwächsten. Теннисные ракетки и обувь находятся в коробке. Die Tennisschläger und die Schuhe sind im Karton. Die Tennisschläger und die Schuhe sind im Karton. Платье и свитер висят на коробке. Das Kleid und der Pullover hängen am Karton.
Das Kleid und der Pullover hängen am Karton. Коробка с лыжами и сковородками стоит рядом с комодом. Der Karton mit den Ski und den Pfannen steht neben der Kommode. Der Karton mit den Ski und den Pfannen steht neben der Kommode. Кофемашина стоит рядом с клавиатурой, рядом с коробкой. Die Kaffeemaschine steht neben der Tastatur, neben dem Karton. Die Kaffeemaschine steht neben der Tastatur, neben dem Karton. Мяч лежит рядом с комодом, между комодом и стулом. Der Ball liegt neben der Kommode, zwischen der Kommode und dem Stuhl. Der Ball liegt neben der Kommode, zwischen der Kommode und dem Stuhl. Ваза для цветов стоит на столе. Die Blumenvase steht auf dem Tisch. Die Blumenvase steht auf dem Tisch. Кларнет лежит на столе. Die Klarinette liegt auf dem Tisch. Die Klarinette liegt auf dem Tisch. Сумочка висит на стуле. Die Handtasche hängt am Stuhl. Die Handtasche hängt am Stuhl. Телевизор стоит на микроволновой печи. Der Fernseher steht auf der Mikrowelle. Der Fernseher steht auf der Mikrowelle.
Зеркало висит над комодом. Der Spiegel hängt über der Kommode. Der Spiegel hängt über der Kommode. Птица сидит в клетке. Der Vogel sitzt im Vogelkäfig. Der Vogel sitzt im Vogelkäfig. Птичья клетка стоит на комоде рядом с лампой. Der Vogelkäfig steht auf der Kommode neben der Lampe. Der Vogelkäfig steht auf der Kommode neben der Lampe. Телефон стоит на комоде за лампой. Das Telefon steht auf der Kommode hinter der Lampe. Das Telefon steht auf der Kommode hinter der Lampe. Носки в ящике. Die Socken sind in der Schublade. Die Socken sind in der Schublade. Лыжи стоят в коробке. Die Ski stehen im Karton. Die Ski stehen im Karton. Газета лежит на кухонном столе. Мари кладет ее на пол. Die Zeitung liegt auf dem Küchentisch. Marie legt sie auf den Fußboden. Die Zeitung liegt auf dem Küchentisch. Marie legt sie auf den Fußboden. Зеркало висит в ванной. Мари вешает его в коридоре. Der Spiegel hängt im Bad. Marie hängt ihn in den Flur. Der Spiegel hängt im Bad. Marie hängt ihn in den Flur. Телефон стоит в гостиной. Мари ставит его рядом с кроватью.
Das Telefon steht im Wohnzimmer. Marie stellt es neben das Bett. Das Telefon steht im Wohnzimmer. Marie stellt es neben das Bett. Кресло стоит рядом с окном. Мари ставит его перед телевизором. Der Sessel steht neben dem Fenster. Marie stellt ihn vor den Fernseher. Der Sessel steht neben dem Fenster. Marie stellt ihn vor den Fernseher. Новое платье лежит на кровати. Мари вешает его в шкаф. Das neue Kleid liegt auf dem Bett. Marie hängt es in den Schrank. Das neue Kleid liegt auf dem Bett. Marie hängt es in den Schrank. Картина висит над диваном. Мари вешает ее над столом. Das Bild hängt über dem Sofa. Marie hängt es über den Schreibtisch. Das Bild hängt über dem Sofa. Marie hängt es über den Schreibtisch. Цветочный горшок стоит рядом с дверью. Мари ставит его перед окном. Der Blumentopf steht neben der Tür. Marie stellt ihn vor das Fenster. Der Blumentopf steht neben der Tür. Marie stellt ihn vor das Fenster. Табуретка стоит рядом с диваном. Мари ставит ее перед креслом. Der Hocker steht neben dem Sofa. Marie stellt ihn vor den Sessel. Der Hocker steht neben dem Sofa. Marie stellt ihn vor den Sessel.
Холодильник стоит в кухне. Мария ставит его в гостиную. Der Kühlschrank steht in der Küche. Marie stellt ihn in das Wohnzimmer. Der Kühlschrank steht in der Küche. Marie stellt ihn in das Wohnzimmer. Компьютер стоит на столе. Мари ставит его на комод. Der Computer steht auf dem Tisch. Marie stellt ihn auf die Kommode. Der Computer steht auf dem Schreibtisch. Marie stellt ihn auf die Kommode. Мы ходили в поход в горы. Wir sind in den Bergen gewandert. Wir sind in den Bergen gewandert. Мы плавали в море. Wir sind im Meer geschwommen. Wir sind im Meer geschwommen. Мы посетили музей. Wir haben ein Museum besucht. Wir haben ein Museum besucht. Мы ходили гулять. Wir sind spazieren gegangen. Wir sind spazieren gegangen. Мы сфотографировали пейзаж. Wir haben die Landschaft fotografiert. Wir haben die Landschaft fotografiert. Мы написали открытку. Wir haben eine Postkarte geschrieben. Wir haben eine Postkarte geschrieben. Мы выучили немецкие слова. Wir haben deutsche Wörter gelernt. Wir haben deutsche Wörter gelernt. Мы слушали музыку. Wir haben Musik gehört. Wir haben Musik gehört.
Мы любовались красивыми старыми домами. Wir haben schöne alte Häuser bewundert. Wir haben schöne alte Häuser bewundert. Мы смотрели телевизор по вечерам. Wir haben abends ferngesehen. Wir haben abends ferngesehen. Не говори так громко. Sprich nicht so laut. Sprich nicht so laut. Возьми паспорт с собой. Nimm den Pass mit. Nimm den Pass mit. Выключи телевизор. Mach den Fernseher aus. Mach den Fernseher aus. Работай больше. Arbeite mehr. Arbeite mehr. Открой окно. Öffne das Fenster. Öffne das Fenster. Оставь собаку дома. Lass den Hund zu Hause. Lass den Hund zu Hause. Не езжай так быстро. Fahr nicht so schnell. Fahr nicht so schnell. Принеси с собой бутылку вина. Bring eine Flasche Wein mit. Bring eine Flasche Wein mit. Приди не так поздно. Komm nicht so spät. Komm nicht so spät. Ешь больше овощей и меньше мяса. Iss mehr Gemüse und weniger Fleisch. Iss mehr Gemüse und weniger Fleisch.
Прочти-ка эту газетную статью. Lies mal diesen Zeitungsartikel. Lies mal diesen Zeitungsartikel. Пей не так много пива. Trink nicht so viel Bier. Trink nicht so viel Bier. Купи еще сегодня проездной билет. Kauf heute noch die Fahrkarte. Kauf heute noch die Fahrkarte. Спи не всегда так долго. Schlaf nicht immer so lange. Schlaf nicht immer so lange. Пожалуйста, заберите гостей с вокзала. Bitte holen Sie die Gäste vom Bahnhof ab. Bitte holen Sie die Gäste vom Bahnhof ab. Пожалуйста, напишите письмо в фирму Kalau. Bitte schreiben Sie den Brief an die Firma Kalau. Bitte schreiben Sie den Brief an die Firma Kalau. Пожалуйста, ответьте на электронное письмо. Bitte beantworten Sie die E-Mail. Bitte beantworten Sie die E-Mail. Пожалуйста, закажите стол в ресторане. Bitte bestellen Sie einen Tisch im Restaurant. Bitte bestellen Sie einen Tisch im Restaurant. Пожалуйста, поищите ошибку в программе. Bitte suchen Sie den Fehler im Programm. Bitte suchen Sie den Fehler im Programm.
Пожалуйста, перезагрузите компьютер. Bitte starten Sie den Computer neu. Bitte starten Sie den Computer neu. Пожалуйста, включите принтер. Bitte schalten Sie den Drucker ein. Bitte schalten Sie den Drucker ein. Пожалуйста, закройте окно. Bitte schließen Sie das Fenster. Bitte schließen Sie das Fenster. Я не умею кататься на лыжах. Ich kann nicht Ski laufen oder fahren. Ich kann nicht Ski fahren oder laufen. Ты должен еще ответить на электронное письмо. Du musst noch die E-Mail beantworten. Du musst noch die E-Mail beantworten. Я хотел бы сегодня пойти на пляж. Ich möchte heute an den Strand gehen. Ich möchte heute an den Strand gehen. Хотите пойти со мной? Wollt ihr mitkommen? Wollt ihr mitkommen? Петер хочет забрать свою мать с вокзала. Peter will seine Mutter vom Bahnhof abholen. Peter will seine Mutter vom Bahnhof abholen. Я должен сегодня позвонить телемастеру. Ich muss heute den Fernsehmonteur anrufen. Ich muss heute den Fernsehmonteur anrufen. Вы можете поприветствовать гостей? И здесь у нас вежливая форма. Können Sie die Gäste begrüßen? Können Sie die Gäste begrüßen?
Хочешь выпить еще чашку кофе? Möchtest du noch eine Tasse Kaffee trinken? Möchtest du noch eine Tasse Kaffee trinken? Мне нужно в ресторане заказать стол. Soll ich im Restaurant einen Tisch bestellen? Soll ich im Restaurant einen Tisch bestellen? Марина хочет посещать языковой курс в университете. Marina will einen Sprachkurs an der Universität besuchen. Marina will einen Sprachkurs an der Universität besuchen. Мне нужно еще купить проездной билет. Ich muss noch eine Fahrkarte kaufen. Ich muss noch eine Fahrkarte kaufen. Я усердно работал весь день. Ich habe den ganzen Tag hart gearbeitet. Ich habe den ganzen Tag hart gearbeitet. Я не сделал домашнюю работу. Ich habe keine Hausaufgaben gemacht. Ich habe keine Hausaufgaben gemacht. Секретарь забронировала номер в отеле. Die Sekretärin hat ein Hotelzimmer gebucht. Die Sekretärin hat ein Hotelzimmer gebucht. Ганс решил компьютерную проблему. Hans hat das Computerproblem gelöst. Hans hat das Computerproblem gelöst. Мы слушали на концерте фантастическую музыку. Wir haben
Im Konzert fantastische Musik gehört. Wir haben im Konzert fantastische Musik gehört. Я припарковал свою машину там, где парковка запрещена. Ich habe mein Auto im Parkverbot geparkt. Ich habe mein Auto im Parkverbot geparkt. Госпожа и господин Шмальц всю ночь танцевали вальс. Frau und Herr Schmalz haben die ganze Nacht Walzer getanzt. Frau und Herr Schmalz haben die ganze Nacht Walzer getanzt. Господин Клайн отправил электронное письмо в 18:30. Herr Klein hat die E-Mail um 18:30 Uhr gesendet. Herr Klein hat die E-Mail um 18:30 Uhr gesendet. Босс купил цветы для своей жены. Der Chef hat für seine Frau Blumen gekauft. Der Chef hat für seine Frau Blumen gekauft. Мы с Сюзанной вели разговор. Wir haben mit Susanne ein Gespräch geführt. Wir haben mit Susanne ein Gespräch geführt. Они завтракали в отеле. Sie haben im Hotel gefrühstückt. Sie haben im Hotel gefrühstückt. Антон жил во Франкфурте. Anton hat in Frankfurt gewohnt. Anton hat in Frankfurt gewohnt. Вчера я удалил письмо. Ich habe gestern die E-Mail gelöscht. Ich habe gestern die E-Mail gelöscht.
Клара жила в Испании 3 года. Clara hat 3 Jahre in Spanien gelebt. Clara hat 3 Jahre in Spanien gelebt. Господин Краузе не оплатил счет. Herr Krause hat die Rechnung nicht bezahlt. Herr Krause hat die Rechnung nicht bezahlt. Я договорился о встрече с госпожой Хюмель. Ich habe einen Termin mit Frau Hümmel vereinbart. Ich habe einen Termin mit Frau Kümmel vereinbart. Peter уже заказал пиво. Peter hat schon ein Bier bestellt. Peter hat schon ein Bier bestellt. Мартин уже перевел письмо. Martin hat den Brief schon übersetzt. Martin hat den Brief schon übersetzt.